Unsere Suche mit dem Wildbiologen Henning Werth führt in eine im Winter vom Menschen verlassene, einsame Gegend der Allgäuer Alpen. In die Stille der Landschaft kommt plötzlich Bewegung. Seit ein paar Jahren zeigt sich der Bartgeier immer wieder im Allgäu. Mit knapp 3 Metern Spannweite gleitet er ohne Flügelschlag dahin. Der Geier sucht nach Tieren, die Opfer von Lawinen wurden. Wie es Steinböcken passiert, die weiter oben im Steilgelände unterwegs sind. Die entscheidende Frage ist, wo halten sich die Steinböcke im Winter auf? Also das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Das sind zum Teil sehr, sehr kleine Inseln, die im Detail noch nicht so bekannt sind. Also bin ich total gespannt, wie es jetzt bei diesen Bedingungen aussieht, wo sich die Tiere aufhalten. Seit die alpenweit fast ausgestorbenen Steinböcke in den 1960er Jahren hier wieder ausgewildert wurden, hat ein Rudel über der Baumgrenze sein Revier. Und scheinbar haben wir Glück. Ein erstes Prachtexemplar, ein ausgewachsener Bock. Weil die Beobachtung im Winter durch die Naturgefahren schwierig ist gar nicht so viel bekannt über diese stolzen Tiere. Als Gebietsbetreuer der Allgäuer Hochalpen will Henning Werth ihr Verhalten besser kennenlernen. Sie haben jetzt die Paarungszeit, damit die Kitze pünktlich zum Bergfrühling im Mai geboren werden. Ständig mustert er die Umgebung. Aber das Steinbockrudel, das sich sonst gern um die Mindelheimer Hütte aufhält, finden wir nicht. Die kurze Tageszeit zwingt früh zur Vorbereitung des Winterlagers bei der Hütte. Wasser gibt es nur aus geschmolzenem Schnee. Es ist irgendwie eine ganz eigene Welt. Also ich bin ein Besucher dieses Lebensraums. Also die Steinböcke gehören hierhin in das Gebiet. Ich bin nur ein Gast sozusagen, ein Gast, der mal kurz einhauchen kann in diesen Überlebenskampf, muss man schon sagen, den die Tiere hier haben. Kaum etwas rührt sich. Dann merken wir, dass wir diejenigen sind, die beobachtet werden. Ganz still aus der Ferne. Von den eigentlichen Bewohnern des Gebiets. Der neue Tag beginnt zögernd. Eine Gams bleibt unbeeindruckt vom Naturschauspiel. Dann erwacht das Leben im Gemsenrudel, das die Nacht in unserer Nachbarschaft verbracht hat. Auch bei ihnen beginnt jetzt die Paarungszeit mit spielerischen Attacken. Das müssen wir anfällen und uns auf den Aufstieg vorbereiten. Ja? Wir starten auf über 2000 Metern Höhe und wollen die Bergflanken absuchen, wo der Schnee abgetaut ist, weil es dort am meisten zu fressen gibt. Ständig beobachtet von wachsamen Augenpaaren. Unwillkürlich bewegen wir uns nicht mehr wie Bergsteiger, sondern folgen der Logik der Tiere. Da. Ein ausgewachsener Bock ist einer Geiß mit Kitz hinterher. Hormone und der aufreizende Geruch ziehen den Bock in den Bann. Was macht er? Er steht oben
Schaut aufmerksam. Jetzt bewegt es sich wieder. Ja, ich finde es schon Wahnsinn, dass die Tiere wirklich in diesen Hochlagen bleiben. Es hat da so wenig Nahrung, diese verdorrten Gräser. Das reicht ihnen aus, um da durch den Winter zu kommen. Ein zweiter Bock hat die Witterung der Geiß aufgenommen. Aber diesmal passiert nichts. Die Rangordnung ist offenbar geklärt. Weiter unten steht ein anderes Paar im Fels. Der erste Bock gibt längst noch nicht auf. Da tritt der andere von unten als Widersacher auf. Ein stolzer, alter Patriarch. Er folgt der Fährte. Die prächtigen Hörner setzen sie auch zu Scheinkämpfen ein, um die Rangordnung zu bestimmen. Diesmal genügt einfach das stolze Gehabe. Aber auch der Triumphator kommt nicht zum Zug. Die Geiß hat keinen Bock. Die Geißen, die scheinen schon die Paarung sozusagen hinter sich zu haben. Man sieht, die sind sehr aggressiv, also die akzeptieren den Bock nicht mehr, vertreiben ihn, attackieren ihn. Und jetzt vereinzeln sie sich. Ja, das ist eigentlich die wichtigste Zeit im Jahr für die Tiere. Und jetzt müssen wir einfach Abstand zu den Tieren halten, ja. Gut möglich, dass die ungewöhnliche Wärme ihre innere Uhr verstellt hat und die Brunft im großen Rudel vorbei ist. Dann zeigt sich sogar noch eins der seltenen Schneehühner. Genau wie von den Steinböcken gibt es nur ein paar hundert dieser winterlichen Überlebenskünstler in den Bayerischen Alpen. In der Winterwildnis des Allgäus setzen wir unsere Safari noch länger fort. Aber nichts regt sich mehr. Die Tiere verschwinden so schnell, wie sie aufgetaucht sind. Sie lassen uns ein Stück aus ihrem verborgenen Leben sehen, aber vieles bleibt uns Besuchern ein Rätsel.